Guten Morgen und herzlich willkommen. An einer Reihe von Kurzvideoen über Demenz geht es heute um die Frage, was ist eigentlich eine Demenz und was geht es bei einer Demenz? Ja, also für dich mal den Begriff Demenz, die kommt aus dem Latein. Und das zusammen gesagt aus zwei Teilen, de a mens, de heißt fort, an mens heißt Geist. Das ist zusammen etwas sinngemäß wie der Geist als fort oder fort vom Geist. Das ist Demenz als ein Überbegriff für eine fortschreitende Erkrankung vom Gehirn, wo no an no verschiedene kognitive Fähigkeiten aufholen, wie zum Beispiel Gedächtnis, Spruch, Aufmerksamkeit und auch den Orientierungssinn. Und dann kommen auch noch Veränderungen am Verhalten dabei, also am Sozialverhalten, an der Persönlichkeit, am Drift, an der Stimmung. Okay, ist Demenz dann dasselbe wie Alzheimer? Nee, Demenz ist ein Überbegriff für eine Reihe von Krankheiten. Und es gibt 50 oder mehr wie 50 verschiedene Formen von Demenz. Und Alzheimer ist wohl die bekannteste und die häufigste Form. Aber es gibt noch andere, wie zum Beispiel die Vaskulardemenz, Lewy-Body-Demenz oder auch noch die Frontotemporaldemenz. Und die verschiedenen Formen von Demenz, die haben verschiedene Symptome und können auch verschiedene Auswirkungen haben. Und dafür ist es wichtig, dass ihr wisst, um welche Form es sich handelt. Wie kommt es dann zu der Krankheit eigentlich? Also durch Krankheit lassen sich am Gehirn zwei Sorten von Veränderungen beobachten. Einerseits als Kommunikation zwischen den Nervenzellen gesteuert, also zwischen den Synapsen. Und andererseits kann es auch zu einem großen Aufstirben von Nervenzellen an bestimmten Regionen. Das heißt, dass durch diese Veränderungen, die ihr wirklich kann beobachten am Gehirn, dass du durch Sinneseindrücke nämlich ankommen am Gehirn, die können nämlich abgeholt gehen, die können auch nämlich verschafft gehen, und nämlich verknüpft gehen mit dem, was den schon gelehrt wird oder was den ein bisschen lo weiß. Muss ich aber auch wissen, dass das Veränderungen am Gehirn sich schon auftreten, schon circa 10 Jahre, ehe dass die ersten Symptome auch auffallen. Das heißt, du schwätzt noch von einer schleichender Krankheit. Okay, apropos Symptome, was für Symptome treten du am Anfang auf? Ein Symptom, das oft als erstes auffällt, ist das Problem mit dem Gedächtnis auftreten. Und am Anfang ist das Kurzzeitgedächtnis, am späteren Verlauf ist aber auch Langzeitgedächtnis betroffen. Ein anderes Symptom ist noch Probleme mit der Orientierung. Menschen mit Demenz finden sich in ihrem Umfeld nicht immer gut herum, verlieren sich auch mal. Und sie sind nicht nur am Raum desorientiert, sondern auch in der Zeit. Das heißt, sie wissen nicht immer, wie ein Tag ist, wie eine Jahreszeit wir sind und ob es morgens oder abends ist. Probleme mit der Sprache treten auch auf. Personen finden nicht immer hier Wörter, sie können sich nicht mehr so gut ausdrücken und verstehen auch nicht alles so gut, wie das früher der Fall war. Auch Schwierigkeiten mit dem Planen, mit dem logischen Denken und mit dem Erkennen. Neben diesen kognitiven Beeinträchtigungen, wie vorhin gesagt, gibt es aber auch Änderungen vom Verhalten, die auftreten, wie zum Beispiel Angst, Unruhe, Reizbarkeit oder auch Depression und Apathie. Das heißt, dass die Symptome an das Verhalten am Anfang von der Krankheit ausgelöst wird. Ja, und da ist auch ganz wichtig zu verstehen. Der Grund für diese Veränderungen, von denen wir gerade geschwärzt haben, ist, dass das Gehirn nämlich richtig kann funktionieren. Und da ist wichtig zu verstehen, dass die Person, die betroffene Person, die kann nicht dafür. Die möchte das nicht express, wenn sie 15 Mal an einem Tag fragt, was für ein Tag sie mir dann haut. Die Vergesslichkeit, von den anfängt zu vergessen, heißt das, dass du eine Demenz entwickeln kann? Nein, nicht unbedingt. Nicht immer, wenn so Symptome auftreten, hat den automatisch eine Demenz. So Symptome treten auch von Zeit zu Zeit bei gesunden Menschen auf und Vergessen gehört doch zu einer gesunden Gedächtnisfunktion. Weil wenn wir alles verhalten, da gehen wir uns an unwichtigen Details verlieren. Und so ist es doch wichtig, dass das Gehirn verschiedene Sachen vergisst und ausblendet. Wie bemerke ich dann so Symptome? Was soll ich dann da machen? Die betroffenen Personen äußern du ganz verschieden, subjektiv, aber auch ganz subtil Beschwerden. Sie merken selber, dass etwas nicht stimmt. Und wenn die Unzeichen sich dann helfen, dann hält auch bei ihnen den Leidensdruck zu. Und was wichtig ist, dass an ihrem Entourage die Leute ihnen Courage machen
an sie encouragieren der Sache notzugehen, an nicht die Sache bagatellisieren, zum Beispiel dann zu sagen, ach, das ist doch normal oder auch das ist noch nicht so schlimm oder du kannst nicht viel machen. Weil am Zweifelsfall soll den Symptome immer mal mit einem Doktor aufklären, weil der Doktor die kann Diagnose stellen. An Diagnose, auch wenn die Krankheit nicht heilbar ist, als Diagnose aber Basis für eine ganze Reihe von Behandlungsmöglichkeiten. Ich sage nicht vielmals merci. Ich meine, da könnte man die nächste Kriege eventuell mehr ausführlich über die Diagnose schwätzen.